born in the USA. Er ist von Luzern, wohnt aber in Zürich zusammen mit seiner Frau und seinem Sohn. Er ist nämlich seit einem guten Jahr Papi und seine Musik, die er macht, der sagt er selber Mundart-Volk. Hey Musik, Nora, danke, dass es dich gibt. Ich treffe jetzt gerade den Kunz, und zwar online. Ich bin Anna Zöllig und ich stelle dem Kunz deine Fragen. Im Treff auf srfkids.ch hast du mir Fragen stellen. Der Treff, das ist der Ort, wo du dich anmelden und bloggen und kommentieren, was das Zeug hält. Und dort habe ich eben deine Fragen gesammelt und genau da schauen wir jetzt, was der Kunz so darauf für Antworten hat. Hoi Kunz! Guten Tag, hoi Anna. Ich habe gerade eine erste Frage an dich, nämlich Treffmitglied Vanilla wissen von dir, was sind so 3 Sachen in deinem Leben, wo du am dankbarsten bist dafür? Dass ich hier in der Schweiz in einer Familie geboren wurde, die mich gerne hat. Dass ich jetzt immer noch gesund bin und eine tolle Familie habe und eine tolle Frau. Ich bin dankbar, hast du zugesagt, für meine Frage an. Und wenn du daheim noch mehr so Promis kennenlernen willst oder zum Beispiel einfach sonst Videos von SRF Kids schauen willst, dann abonniere doch SRF Kids auf YouTube. Kunz, ich ballere dich zu mit Fragen von den Kindern da draussen. Nämlich möchte das Treffmitglied Alba wissen. Hast du eigentlich auch schon mal als Aufhören gedacht, also Aufhören als Sänger? Nein, gar nicht. Also ich habe nie gedacht, jetzt höre ich auf, weil irgendetwas passiert ist. Ich kann mir schon vorstellen, dass ich mal noch irgendetwas anderes mache als Musiker sein, aber momentan... früher habe ich immer gesagt, ich werde Kindergärtner oder Primarlehrer, weil ich mega gerne mit Kindern zusammen arbeite. Und jetzt irgendwie hätte ich geglaubt, jetzt würde ich mehr so ein bisschen in die Natur gehen. Würde ich irgendwie Förster noch lehren oder würde mir einen Wald zutun und den bewirtschaften oder irgend so, einfach etwas, was draussen ist. Ein Treffmitglied mit einem schönen Namen, Melodie oder Melodie, ich weiss es nicht, nimmt Wunder, was sind deine Hobbys? Meine Hobbys? Von Singen? Ja, meine Hobbys sind recht vielfältig. Hat wieder mit rausgehen zu tun. Also ich bin wirklich gerne draussen. Ich gehe gerne wandern, gerne joggen. Das mache ich sehr gerne. Und ich besuche sehr gerne irgendwie Leute besuchen, also meine Freunde besuchen und Familie besuchen. Die Rosi 82 nimmt es Wunder, was motiviert dich an einem Tag, wo es mal nicht so läuft? Dann kann ich an ein Instrument hocken, ob Klavier oder Gitarre, und einfach ein bisschen spielen. Und das ist irgendwie, das tut mir mega gut. Es gibt eben auch Tage, wo es einem nicht so gut geht oder wo man keine Lust hat. Und das ist für mich immer recht beflügelnd und dann ist es irgendwie wieder gut. Und was sie auch gerade noch Wunder nimmt, apropos schlechter Tag, ist, kommst du manchmal auch Hate-Post über? Das sind ihre Worte. Also Post, die irgendwie eher negativ ist, ein bisschen schlecht ist. Es gibt natürlich Kommentare auf Facebook oder Instagram, die jetzt nicht durchwegs positiv sind, aber das ist voll okay. Also ich mache Musik, das ist eine Kunst und das hat man gerne, hat man nicht gerne. Aber bis das jemand wirklich hate oder böse ist zu mir, das habe ich zum Glück noch nicht erlebt und ich hoffe, es kommt noch nicht. Nela 08, sie würde gerne wissen, wenn du nur noch morgen auf der Welt wärst, was würdest du noch machen? Ich würde einfach die ganze Zeit mit meiner kleinen Familie verbringen und noch schnell ein paar Telefone machen und würde sagen, ja, tschüss zusammen, ich muss jetzt leider gehen. Sachen stelle ich mir gar nicht vor. Aber ich finde es eine total gute Frage, weil der Tag kommt für uns alle, der letzte Tag. Irgendwann. Ja, aber ich glaube, es ist ja nicht, man weiß ja nicht, wenn er kommt, und das macht das ganze Leben spannend und es macht es auch erträglich. Es gibt noch so viele gute Sachen, die man hier machen kann und muss machen. Aber sag mir etwas, was musst du unbedingt noch? Ganz viele Konzerte spielen, ganz viele Berge klimmen. Ich will noch irgendwann aufs Matterhorn, ich will mal auf den Aletsch-Gletscher gehen, ich will mal auf Japan reisen, ich will mal ins Meer gehen, ich will ganz Italien bereisen und gut essen. Es gibt so viele Sachen, die ich noch machen muss. Die nächste Frage kommt von der Hund 012. Wenn du ein Tier wärst, was wärst du für eins und vor allem auch warum? Ich wäre, glaube ich, ein Bär. Weil ich bin ein Allesfresser, bin manchmal ein bisschen bärtig und kann mega schnell sein, bin aber eigentlich eher gemütlich. Die letzte Frage die kommt von der Alba und sie würde es wundern, welchen Promi würdest denn du gerne mal treffen?
Wenn ich gross denke, würde ich glaube sehr gerne mit dem Bruce Springsteen reden über seine Tour, die er gemacht hat, seine CDs aufgenommen hat. Einfach so ein bisschen wissen, wie er sein Leben gelebt hat. Ich glaube, der ist schon so lange unterwegs. Du musst vielleicht noch schnell sagen, es ist nicht mehr ganz aktuell, wer das ist. Ein Folk-Amerikaner, Musiker von Amerika. Eines von seinen bekanntesten Lieder ist Born in the USA, I was born in the USA. Ja, danke vielmals, Kunz. Ich nehme es gerne auf meine Liste und danke, hast du Zeit genommen. Sehr gerne. Und falls du daheim die nächsten Fragen willst stellen an den nächsten Promi, jetzt auf srfkids.ch gehen, dort im Treff anmelden. Die nächsten Fragen die gehen an Stefanie Heinzmann und ich bin gespannt, welche Fragen du mir mit auf den Weg gibst. Kleiner Tipp von mir, je ausgefallener, desto grösser die Chance, dass ich sie der Stefanie Heinzmann stelle.